Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei «Hör mal». Ich habe actually gemeint, ich habe mein Mikrofon gefixt, weil ich extra so ein anderes Kabel bestellt habe. Turns out, das Kabel funktioniert nicht. Ich bin kurz vor einem Mental Breakdown. Ich meine es ganz, ganz ernst. Jetzt bin ich wieder mit meinem kaputten Kabel dran, wo ein absoluter Wackelkontakt... Also, wenn ihr das Video schaut, dann wisst ihr, was ich meine. Ich hocke da wie eine verstarrte Leiche und hoffe, dass ich das Mikrofon nicht bewege. Ich bewege mich kurz. Wenn jetzt etwas passiert, dann rasche ich komplett aus. Auf jeden Fall, wir machen heute wieder einen heiß begehrten Girls Talk zwischen dir und mir. Beziehungsweise zwischen mir und mir selber und den Nachrichten, die ihr mir auf Insta zukommen lassen habt. Die Umfrage habe ich wieder mal auf meinem eigenen Insta-Account gemacht, weil da bekomme ich mehr Antworten. Ich bin übrigens hässlich auf euch, weil ihr wirklich meine Huren «Hör mal» Posts ignoriert. Ich mache keine mehr. Fickt euch, ich bin jetzt Pick Me. Außerdem, ich sollte das definitiv nicht erwähnen im Internet, aber ich darf jetzt nicht mehr Leute beleidigen, weil ich gehe nicht in Details, aber jemand probiert gerade ernsthaft mich fucking anzuzeigen, weil ich in meinem Livestream ein Schimpfwort gebraucht habe. Aber kein Schlimmes. Kein Rassistisches, nichts Schlimmes. Und trotzdem höre ich jetzt auf zu fluchen. Wie ihr gemerkt habt, habe ich schon geflucht. Aber ab jetzt gebe ich mir Mühe, weil ich will nicht angezeigt werden. Ich finde, das ist so... Weißt du, Leute, die Leute stechen sich frigging ab in ihren Livestreams. Wortwörtlich. Ich meine, was in TikTok Schweiz Live-Szene abgeht. Und dann komme ich und sage irgendein Fluchwort, das ich jetzt nicht erwähne, weil ich dieser Person keine Aufmerksamkeit geben, weil ich hoffe immer noch, dass die Person einfach nur probiert, mir Angst zu machen. Ich habe keine Angst vor dir. Ich hoffe, dass die Leute, die sich das anschauen, so Lachflash bekommen wegen dem, was ich gesagt habe und sich denken, was ist das? Auf jeden Fall, falls ich jetzt angezeigt wird wegen dem, werde ich zur Nonne. Also, eigentlich fair, weil ich sage schon lange, ich sollte aufhören, so grusig zu reden. Aber ich kann einfach nicht aufhören, so grusig zu reden, weil es ist funny. Und es ist auch, ich meine, jetzt schreiben wir da irgendwelche Agenturen. Könnt ihr aufhören, mir schreiben? Ich habe eine Geschäftsmail. Es leidet in meine DMs. Vielleicht sollte ich Flugmodus machen, wenn ich probiere, eure Antworten auf meine Story zu lesen. Auf jeden Fall, point being, das ist Karma, weil ich seit Jahren sage, ich muss aufhören, so grusig reden. Und jetzt will mich halt jemand bumsen dafür. Jemand nicht liebkosen dafür. Ich kann nicht fluchen. Ich finde es aber vor allem so lustig. Es ist wie wenn du einem Kind sagst, nein, du darfst die Herdplatte nicht anlängen. Logisch länge ich sie an, weil what the frick? Ich kann wirklich nicht fluchen. Komm, wir probieren jetzt diese Folge, weil ihr auch immer wieder, ihr, die so 11 sind, schreibt mir so, kannst du bitte weniger fluchen, sonst darf ich es nicht hören, sagt meine Mama. Du darfst es auch wirklich nicht hören, auch ohne Fluchen, wenn du 11 bist. Weil hier geht es auch manchmal um Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Nicht wirklich, aber ja. Was soll ich sonst noch zu erzählen? Ich habe so eine kleine Rolle für ein Projekt. Das fängt morgen an. Eigentlich hat es schon vor ein paar Tagen angefangen, aber dann haben sie mich versetzt und ich war schon ready, habe mich schon geschminkt, das Get Ready With Me gefilmt und dann sind sie so gewesen, es reicht heute trotzdem nicht, wir filmen nicht heute. Und ich schon so full an geschminkt und ready und den ganzen Tag verplant nur für das. Danke für nichts, auf jeden Fall fängt das morgen an. Das heisst, ich musste Text lernen, ich mache etwas, ich sage euch nicht, ich darf nicht sagen was, aber ich heiße Amy. Meine Rolle heisst Amy und sie ist eine Beauty-Influencerin und ich kann mich nicht mit ihr identifizieren, weil irgendwie soll sie anscheinend so girly sein. Sie hat so geheißen, ja, bring mal Röckchen mit und so. Leute, wenn zum Frick habe ich ein Röckchen an. Never ever. Außer wenn ich das Gefühl habe, also weißt du, es sieht schon cool aus, dann ziehe ich es an und dann fühle ich mich richtig unwohl. Darum, all meine Homies haten Röckchen. Aber schön für euch, wenn ihr Röckchen slayen könnt. Das passt zu unserem Girls Talk-Thema. Wir fangen an. Ich habe mir nichts rausgesucht. Ich scroll da einfach random durch. Der Abdel Haik sagt, ich mag dich. Okay, das hat nichts mit Girls Talk zu tun. Auf jeden Fall. Wie merke ich, dass ich verliebt bin? Oh mein Gott. Also wenn du dich fragen musst, ob du verliebt bist, dann bist du nicht verliebt. Weil wenn du verliebt bist, dann merkst du es.
Und amigs ist man auch, hat man das Gefühl, man ist verliebt und dann nachher merkst du, okay, vielleicht habe ich einfach nur die Aufmerksamkeit cool gefunden oder es war irgendwie spannend gewesen, oder man war sonst langweilig gewesen. Das ist auch okay, wenn man das im Nachhinein checkt. Aber so, du darfst trotzdem in dem Moment denken so, hihi, Crush, hihi. Und verlieben ist meiner Meinung nach, und ich glaube auch sehr nach der Definition, nicht das Gleiche wie jemanden lieben. So verliebt ist so, okay, Hierarchie ist Crush, dann verknallt, dann verliebt, dann Liebe. Gibt es noch etwas dazwischen? Keine Ahnung. Und dann kommt Hassen. Und so Liebe kommt so mit der Zeit. Wenn du einander schon auf den Sack gehst und du merkst so, das ist einfach ein normaler Mensch, du bist nicht mehr so, oh mein Gott, er ist so crazy geil. So, er ist immer noch crazy geil, aber er ist halt, du kennst die Person. Natürlich auch auf Frauen bezogen, whatever. Und du gewöhnst dich aneinander und trotzdem, oder umso mehr wegen dem, hast du einander gern und bist füreinander da. Und es ist so mehr so, fast wie so familienmäßig. So, du liebst deine Familie ja auch, aber gleich gehen sie dir auf den Sack amix und gleich können ihr nebeneinander hocken und chillen, ohne miteinander reden. So Sachen. Dann, wenn man so diesen Status erlangt hat, finde ich, ist es Liebe. Wenn man einander auch wirklich vertraut und nicht mehr so, dass, eben, es ist nicht mehr so Honeymoon Stage, so «Hey, ja, du bist, oh mein Gott, gute Nacht, Baby, gute Nacht, du bist der Beste.» Also doch schon auch, aber ihr checkt, was ich meine. Es ist nicht mehr so, dass man die ganze Nacht miteinander schreibt, sondern das Leben ist ganz normal, außer dass du halt jemanden an deiner Seite hast als so Lebensgefährte oder Gefährtin. Darum verliebt, würde ich sagen, wenn du sehr invested bist, wenn du die Person mega toll findest, wenn du viel an die Person denkst, wenn die Person dich auch verletzen kann. So ein bisschen das. Aber du darfst auch nur verknallt sein. Du musst nicht unbedingt sofort verliebt sein. Das ist alles in Ordnung. Deine Meinung zu Plastic Surgery und der Druck, perfekt müssen aussehen als Frau, Social Media, Filters. Ich finde es ganz kritisch, weil irgendwie trage ich ja auch zu dem bei, persönlich. Ich meine, ich poste auch Fotos, wo Leute wahrscheinlich denken, hey, das ist hübsch. Und dann umgekehrt poste ich auch Fotos, wo Leute denken, oh mein Gott, das ist mit der nicht gut. Darum fair. Aber ganz allgemein kann ich sagen, dass ich als so ganz junges Mädchen, so 12, 13, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, wirklich mich hure beeinflussen lassen von dem. Und ich habe es gar nicht gecheckt, weil damals haben das alle gemacht. Alle haben ihre Fotos gefacetuned, alle haben so viele Filters drauf geklatscht, so Snapchat-Filter und so. Das war halt normal gewesen. So 2016, was auch immer, dass das, kann ich so die Kylie Jenner-Ära, so fette Augenbrauen, fette Lip-Liner, Lippen überlined, was auch immer. Jetzt ist ja wieder so mehr eben so Clean Girl, was auch immer. Und ich meine, wenn man von außen betrachtet, also so oberflächlich, würde man wahrscheinlich sagen, ja, es wird immer besser mit den Filtern, weil eben, es ist jetzt natürlich im Trend, aber es ist auch wieder nur ein Trend. Trendy, wie man aussieht. Und ich finde, es soll kein Trend sein, wie man aussieht. Und trotzdem mache ich mit. Ich ziehe eigentlich auch mit jedem Trend mit. Wenn es jetzt übermorgen wieder voll cool wäre, um so fette Augenbrauen zu schminken, ich schwöre dir, in 4 Tagen würde ich es auch wieder machen. Weil ich will auch dazu gehören. Und ich glaube, das ist in uns, oder in den meisten von uns, halt irgendwie verankert und man wird auch so erzogen und du musst dich ja anpassen und gesellschaftliche Normen, was auch immer. Und darum, so, keine Ahnung, ich glaube, man fühlt sich auch immer wieder ein bisschen schlecht, wenn man sich dabei ertappt, dass man irgendwie sich auch dem fügt und dass man auch will hübsch sein und auch will aussehen wie die anderen. Aber ich würde sagen, don't be so hard on yourself, weil es ist halt normal, leider. Und du bist nicht ein scheiß Mensch, nur weil du dich beeinflussen lässt von dem. Umgekehrt, probiert halt wirklich euch selber zu sein, weil wenn du ein Kompliment bekommst für ein bearbeitetes Foto, dann geht dir das genau gar nicht. Weil du weißt, oh, das bin nicht ich. Aber wenn du ein Kompliment bekommst von jemandem, der findet, boah, du bist so hübsch, ungeschminkt, was auch immer, dann bist du so, oh mein Gott, ihr kennt es ja. Und du darfst auch dich freuen über ein Kompliment, wenn du mega geschminkt bist und gestylt und so. Aber es ist etwas anderes und man bekommt auch wirklich weniger Komplimente, wenn man halt einfach ja, nicht so hart diesen Trends folgt und so weiter, aber dafür sind die Komplimente dann auch viel bedeutsamer, finde ich. Und außerdem sind Komplimente fürs Äußere jucken mich persönlich irgendwie gar nicht mehr. Früher hat mir das richtig viel gegeben, weil ich eben halt auch mega insecure war und jetzt, wo ich halt so zufrieden bin damit, wie ich aussehe, obwohl ich wahrscheinlich objektiv gesehen für die Gesellschaft früher hübscher war, so klassisch
Beauty Standard, hure lange, blonde, glatte Haare, mega geschminkt, dünn, was auch immer, aber ja, ich bin jetzt auch immer noch relativ im Standard, aber nicht mehr so wie früher. Früher bin ich wirklich... Und dort habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Und jetzt bin ich so, okay, ich sehe so aus, wie ich aussehe. Ich habe mich langsam daran gewöhnt. Und das würde ich euch auch anraten, weil dann juckt es sie gar nicht. Also, es ist nett, wenn jemand sagt, du bist hübsch oder was auch immer, aber mir juckt das irgendwie nicht so, weil ich weiss, es ist subjektiv. Ich weiss, ich finde ganz andere Leute hübsch und ich kann trotzdem hübsch sein. Also so das Gegenteil von mir finde ich zum Beispiel so schön. So ganz dunkle Haut, ganz dunkle Augen, ganz dunkle Haare, ganz gelockte Haare, was auch immer. Und irgendwie, je älter man wird, hoffentlich für euch alle auch, aber bei mir persönlich, desto mehr checke ich halt, dass alle auf ihre Art hübsch sind. Und das Filterzeug finde ich einfach langsam cringe. Also auch auf TikTok hat es ja mega viele so Filter, die Leute auch wirklich brauchen. Was irgendwie, das finde ich komisch. Auf TikTok ist es so voll akzeptiert, so Beauty-Filters zu brauchen. Und auch amigs, wenn Leute zu mir kommen und ein Foto mit mir machen wollen, dann machen sie auf Snapchat ein Selfie mit mir, mit einem Filter drauf. Und ich sage jedes Mal, wenn jemand das macht, sage ich, Alter, mach den Filter weg. Ich mache nicht ein Selfie mit dir mit so einem scheiß grusigen Snapchat-Filter drauf. Ich mag nicht so einen Filter auf meinem Gesicht haben. Hör mal auf, dein Gesicht verstecken. Weil dann kommen sie auch so und verstecken wirklich so, machen so die Hand vor das Gesicht und so wie früher, so Heuschnupfen. Sage ich, Alter, du zeigst jetzt dein Gesicht, du bist mega hübsch, du machst jetzt das Foto mit mir und sonst mag ich nicht, weil sonst kannst du dir einfach ein Selfie von mir runterladen, nicht nur mit mir ein Bild machen. Und dann sind die Leute immer so mega perplex, so «Hä, aber alle brauchen Filter». Und ich bin so «Hä, in meiner Welt nicht». Vielleicht ist das auch einfach bei den Jüngeren jetzt gleich noch so. Keine Ahnung, Alter, ich habe das Gefühl, ich werde alt. Aber auf jeden Fall, Filter brauchen ist cringe. So, wo dein Gesicht verändert. Schwarz-Weiß und so Zeug ist cool. Ja, Slay, Grunge, Cool Kid, weiß auch nicht. Aber übertreibe es nicht. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst das, dann würde ich dir raten, vielleicht eine Social-Media-Pause machen. Weil du brauchst es nicht. Und du bist super so, wie du bist. Glaub mir. Andere Leute schauen dich an und denken, oh, ich wünschte, ich würde aussehen wie sie. Und du schaust andere Leute an und denkst, oh mein Gott, wieso sehen die aus wie sie? Es ist immer so. Alle wollen das haben, was sie nicht haben. Und das mit so Plastic Surgery finde ich ein kritisches Thema. Weil eben einerseits sagt man ja, alle können machen, was sie wollen. Und es gibt ja mega viele so feministische, wie sagt man, so Theorien, was auch immer, so, ja, das ist halt Emanzipation, dass die Frau selber entscheiden darf, dass sie Plastic Surgery machen darf und sie macht das für sich selber. Aber be fucking for real, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es keine Beauty Standards gibt, wo es keine Social Media gibt, wo es nicht den Vergleich gibt, würdest du unter Narkose setzen lassen, um eine kleinere Nase zu haben, um grössere Titten haben, um irgendeinem fucking BBL ist die tödlichste Plastic Surgery, die es gibt und die Leute machen es trotzdem so viel. So würdest du das machen, wenn niemand auf der Welt irgendwie könnte sagen, das ist schön und das ist nicht schön. I doubt it, Alter. Darum, so feministisch finde ich es jetzt auch nicht und ich finde, keiner hat es nötig und ich finde es einfach so schlimm, dass Leute sich halt so gefährden. Also es ist straight up gefährlich, operiert zu werden, auch wenn es halt so verharmlost wird. Und ich meine, ja, heutzutage ist das Risiko natürlich viel kleiner, was auch immer, aber es passieren immer Sachen. Und es gibt auch sketchy Ärzte, und das machen ja auch ganz viel, die das Geld dazu eigentlich gar nicht haben. Dann machst du es irgendwo billiger, einfach damit du es machen kannst. So, stopp! Auch die ganzen Botox-Sachen oder Hyaluronspritzen, was auch immer. Meistens, sorry, wenn du auf hübsch sein aus bist, sieht es einfach scheiße aus, nachdem man sich etwas spritzen lassen hat. Also du bist irgendwo in L.A. beim grössten Arzt der Welt, der halt so machen kann, dass man es nicht sieht. Aber sorry, bei uns in der Schweiz, es sieht immer scheiße aus. Und man sieht es meistens, wenn Leute sich etwas machen lassen haben. Und ich finde es so viel schöner. Also wenn Leute so Fotos haben von vorher und nachher, denke ich mir so, bist du blöd, du bist wunderhübsch vorher, aber die Leute sehen es halt nicht. Und dann werden sie noch süchtig danach, immer mehr zu machen, weil es ist ja nie genug. Weil es geht gar nicht darum, ja, wenn ich nur meine Nase machen lasse, dann bin ich nachher hübscher. Oder wenn ich meine Hairline absetzen lasse, dann bin ich hübscher. Oder Haarfärben, was auch immer. Es fängt ja auch schon mit kleinen Sachen an. Ich tue auch meine Haare färben, ich tue mich auch schminken, ich tue auch schauen auf all diese Sachen. Darum stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wo hört es auf, wo fängt es an? Es ist alles irgendwie natürlich sketchy. Aber du wirst süchtig danach, weil es geht nie darum,
dass du vorher hässlich gewesen bist, sondern es geht darum, dass du dich hässlich gefühlt hast. Und du wirst immer mehr danach streben, je mehr man so Zeug macht, weil du wirst dich nie gut genug fühlen, wenn du nicht von innen anfängst, anstatt von außen. Wenn ich doch nur längere Haare hätte, wenn ich doch nur diese Augenfarbe hätte, wenn ich doch nur... Nein, du wirst dich immer scheiße fühlen, weil das von außen bringt dir nichts. Und das sage ich euch aus persönlicher Erfahrung. Darum, fuck Beauty Standards und trotzdem I love my Make-up. Mit wie alt hast du dich angefangen zu schminken? Ich habe mit 13 anfangen, Mascara drauf zu tun für die Schule. Und da bin ich eigentlich, glaube ich, eine von den so späteren gewesen. Weil, ja, meine Mama hat einfach gesagt, das darf ich nicht. Und ich verstand es auch. Aber damals habe ich gedacht, oh mein Gott, du bist so uncool, alle anderen dürfen es. Und es ist ja gar nichts Schlimmes. Aber es ist halt schon... Es ist nicht ungefährlich, als 12, 11, 13-Jährige sich älter aussehen lassen wollen, als man eigentlich ist, weil es bringt dich einfach in unschöne Situationen, auch wenn das nicht die Schuld von uns ist. Ich meine, wir sollten fucking Drag-Make-up drauf haben und das sollte uns nicht passieren, aber die Realität ist, du wirst anders aufgefasst und es werden ältere Typen Männer auf dich zukommen und du wirst es wahrscheinlich cool finden und du bringst dich in Situationen, wo du leider noch nicht gescheit genug bist und auch nicht sein musst. Es ist nicht deine Aufgabe als 12-Jährige, zum zu checken, dass es halt leider gerade passiert. Aber so, wisst ihr, was ich meine? So, es passiert auch, wenn man ungeschminkt ist. Das soll überhaupt nicht so tönen. Aber der ständige Drang dazu, wenn man jung ist, probieren älter auszusehen, finde ich ganz gefährlich. Und ich habe das extrem gemacht. Also ich bin die Erste, die da sich daran aufgehellt hat, dass die Leute gesagt haben, oh mein Gott, du siehst schon aus wie 16, du siehst so erwachsen aus. Und jetzt sagen die Leute dafür, dass ich jetzt aussehe wie 12. Aber es ist gefährlich und es bringt nichts. Und man hat eben das Gefühl, oh mein Gott, ich bin so reif für mein Alter. Und alle sagen das. Aber das ist eine Lüge. Man hat einfach noch nicht die Kapazität, um so weit vorausdenken und Konsequenzen zu sehen. Und ich würde gerne mir selber sagen, lass dir Zeit, wenn ich zurückgehen könnte. So, eben, Mascara ist ja nichts Schlimmes und so. Aber trotzdem, es wird immer mehr und immer früher. Und auch auf Social Media und alles, was ich sehe, was Leute posten, die irgendwie 11 sind auf TikTok, das ist so gefährlich. Lasst euch Zeit. Ihr habt keinen Stress. Irgendwann sind ihr so alt wie ich und denkt euch, Alter, ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen länger einfach meine Kindheit genossen. Und ich weiss, es ist schwierig, weil man wird unter Druck gesetzt und keine Ahnung, man fühlt sich mega erwachsen. Aber ihr seid wirklich nicht erwachsen. Ja. Und irgendwie habe ich auch nur angefangen mit Schminken, weil meine Kollegin damals so war, so, ja, schmink dich jetzt mal, du siehst mega jung aus, du siehst viel besser aus so, schau wie bei mir, weil sie hat alles dürfen. Und dann bin ich so, oh mein Gott, ja, weil du bist viel cooler als ich muss das auch machen. Aber eigentlich mega dumm, Alter. Oh je, nein, Hilfe. Das kann man, amigs fragen Leute so Fragen, wo man genau weiss, das ist irgendein grusiger Typ, der etwas fragt. Ab wann BH, ab dann, wenn du ihn brauchst. Ich weiss noch mehr, wir haben früher umgekehrt. Wir haben so wie zu spät einen BH. Also, gell, niemand muss einen BH tragen. Aber man will ja in diesem Alter auch einen BH haben. Und wir haben wie so uns nicht getraut in unserer Klasse, weil es hat nicht so viele Leute gehabt, die so wirklich Brüste bekommen haben, außer so 2. Und dann war es so, die 2 haben wir nicht wollen. Ich sage jetzt nicht, dass ich zu diesen 2 gehört habe. Doch, ich habe zu diesen 2 gehört. Es war so, nein, aber alle anderen machen es auch noch nicht. Und dann haben wir schon so die huren Muckenstich gehabt. Und dann war es so awkward gewesen. Und unsere T-Shirts sind uns zu klein und zu eng geworden. Und gleich haben wir irgendwie nichts gemacht. Darum, frag am besten jemand, so deine Mami oder falls du sonst jemanden hast, so Schwester, Cousine, Tante, was auch immer du in deinem Umfeld hast. Und red mit diesen Leuten darüber, so, hey, was findest du eigentlich? Weil, glaub mir, es ist nur für dich selber peinlich und komisch und unangenehm, aber ja. Und wenn du grosse Brüste hast, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht, ich brauche auch nicht wirklich den Support von einem BH außer beim Sport, dann schau auf jeden Fall auch, dass du einen guten BH bekommst, der dich unterstützt und dir so ein bisschen die Last wegnimmt, weil man kann Rückenweh bekommen und so weiter und so fort. Hören wir eigentlich nur so junge Leute zu? Eigentlich nicht. Was ist mit euch? Wie merke ich, dass ich falsche Freunde habe? Ich habe, glaube Erfolg, wo Fake Friends und aus Freundschaften herauswachsen und was auch immer. Ich rede, glaube ziemlich viel über das. Aber eigentlich merkst du es nur schon an
an dem Gefühl, das du bekommst. Und ich glaube eigentlich, wenn du die fragst, sind das Fake Friends, dann weißt du es eigentlich schon. Und es ist halt scheiße zum Realisieren und keiner hat Bock auf das. Aber wenn sie dich immer schlecht fühlen lassen, wenn du dich ausgeschlossen fühlst, wenn sie dich irgendwie nicht einladen, wenn sie sich über dich lustig machen, wenn sie dir etwas nicht gönnen, wenn sie ja eigentlich Sachen, die gut an dir sind, weil sie eifersüchtig sind, irgendwie so schlecht reden, so «Ach ja, du Streber». Bro, sag mir einfach, dass ich gute Noten habe. Congratulations. Nein, natürlich nicht. Oder wenn sie sich über dein Aussehen äußern oder sich mit dir ständig vergleichen. Und irgendwo, glaube ich, gibt es halt einfach keine perfekte Freundschaft, wo nichts von dem jemals vorkommt. Es ist einfach auch, glaube ich, irgendwie in dem Alter, wo so viel passiert und so, ist es auch irgendwo ein bisschen normal, dass man sich halt ab und zu vergleicht oder dass mal etwas scheiße ist oder dass man mal streitet. Aber wenn die Leute sich nie entschuldigen oder nie mit dir über etwas reden oder nie etwas ansprechen, dann sind das keine guten Kollegen. So, man darf Streit haben, man darf sich mal dumm finden, aber man muss auch darüber reden und irgendwie darüber hinwegkommen. Finde ich. Oh weh, Geldsklave. Schau, wieder so ein Perversling. Emma, was machst du, wenn du merkst, dass dich Leute nicht mögen? Oh mein Gott, das ist actually eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich finde das richtig schlimm. Weil ich gebe mir trotzdem, auch wenn ich so wirke, als würde mich nichts jucken und so, die Leute haben immer das Gefühl, es juckt mich nicht. Aber logischerweise gebe ich mir trotzdem Mühe, dass die Leute mich gerne haben. Keiner hat Bock, dass einem alle hassen. So. Und wenn ich dann merke, so, irgendwie matcht der Vibe einfach nicht und ich komme so nicht rein zu dieser Person, habe ich langsam gelernt, jetzt, um es auch einfach sein zu lassen. Es ist nicht meine Aufgabe, dass mich jemand gerne hat. Es gibt super viele Leute, die mich gerne haben, weil ich bin auch einfach nett und ich bin ein guter Mensch. Und gewisse Leute checken einem einfach amigs nicht. Zum Beispiel bei mir, mein Humor checken gewisse Leute nicht, haben das Gefühl, ich bin mega arrogant oder asozial oder so, dabei meine ich es einfach nur lustig. So, dann ist es auch einfach, dann muss ich auch einfach selber so sagen, okay, fair, aber ich finde die Person ja irgendwie auch nicht besonders sympathisch, wahrscheinlich. So oft vergisst man, sich so zu fragen, hey, aber habe ich die Person überhaupt gern? So, würde ich mit der chillen? Nein, eigentlich kämpfe ich gerade wieder nur darum, dass die mir Approval geben, weil ich kann es nicht haben, wenn jemand mich nicht gern hat. So, man muss einfach das Gefühl irgendwie aushalten können. Es ist nie cool, wenn du das machst, weil es ist auch awkward und komisch und auch in so gemischten Friendgroups willst du auch einfach, dass es harmoniert, aber es geht halt nicht immer. Und ich würde sagen, einfach nicht so wirklich darauf eingehen und auch gar nicht. Das ist der Fehler, den ich oft mache, dass ich dann noch so die Kollegen von dieser Person frage oder so andere Leute so, hey, hast du auch das Gefühl, die hat mich nicht gern? Wieso? Das ist so peinlich. So, das sollte einem nicht so jucken. Und wenn man so invested ist und so investigiert, so, hey, wieso und wer, und dann ist es auch unangenehm für die anderen Leute, weil höchstwahrscheinlich müssten sie dann sagen, ja, sie hat die wirklich nicht so gern. Sagt aber keine Sau. Dann sind sie so, hey, ja, weiss nicht, ne. Nachher ist noch ein schlechteres Gefühl, weil niemand dir so richtig etwas sagt. Und dann ist das Gefühl, alle hassen dich. Darum am besten gar nicht so fest hinterfragen, finde ich. Aber was mir auch wichtig ist, leider irgendwie mittlerweile, früher gar nicht. Früher bist du gesagt, okay, du bist einfach ein Arschloch, weil du mich nicht gerne hast, blöd. Aber mittlerweile hinterfrage ich es auch amigs und bin so, habe ich vielleicht etwas gemacht? Und dann merke ich amigs schon auch so, oh, ja, das hat man jetzt wirklich anders auffassen können, wie ich mich dort benommen habe oder wie ich «Hoi» gesagt habe, weil amigs bin ich einfach schüch und die Leute eben denken dann so, oh, sie hat mir nicht «Hoi» gesagt und ich bin auch so, bitte sag du zuerst «Hoi», ich weiss nicht, ob ich dir «Hoi» sagen soll, weil ich weiss nicht, ob du mich schon gesehen hast und ich weiss nicht, ob es komisch ist, wenn ich dich schon angeschaut habe, so ein bisschen so. Und dann kann man sich selber auch eingestehen, so, okay, dort habe ich vielleicht nicht so eine gute Impression hinterlassen. Blöd, Pech, nächstes Mal mache ich es besser oder wenn es wirklich schlimm ist, kann man es ja auch ansprechen, wenn es irgendwie eine wichtige Situation ist oder irgendwie eben irgendwo, wo man nicht rauskommt, wie so in gemischten Freundesgruppen. Du kannst nicht einfach, so, dann ist es vielleicht einfach, um zu fragen, hey, sorry, und nicht so, hast du mich nicht gern, weil die Leute finden das mega schlimm, die nehmen das mega persönlich, sondern mehr auf sich selber beziehen, so, hey, sorry, irgendwie habe ich das Gefühl, letztes Mal habe ich irgendwie so einen komischen Eindruck gemacht und das habe ich gar nicht wollen. Irgendwie bin ich einfach komisch drauf und so ein bisschen nervös. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht böse gemeint und ich finde, du bist eine mega sympathische Person. Also einfach, dass ich das gesagt habe. Oder so, wenn du willst, wenn du so Eier hast. Aber es ist auch nicht in jeder Situation nötig. Eben, man muss es nicht immer ansprechen. Man kann einfach mal so sagen, okay, wir haben den noch nicht gern. Ich habe dich auch nicht gern. Tschüss. Aber ich weiss, es ist schwierig. I agree. Es ist ein gutes Thema. Wie findest du, wenn man noch nie eine Freundin hatte? Das hat ein Typ gefragt. Ich finde es irgendwie schwierig.
wenn ich ehrlich bin, dann ist das jetzt nicht jemand, den ich persönlich wahrscheinlich daten würde. Einfach, weil das irgendwie... Ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil ich einfach schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die selber keine Erfahrung haben. Weil, ich meine, es ist ja logisch, dass dann viel mehr Fehler passieren, weil man es nicht besser weiß. Und ich bin einfach an einem Punkt, wo ich keinen Bock mehr habe, jemandem alles beizubringen, weil ich das schon so oft gemacht habe. Aber ich meine, das zeigt auch, ich bin schon mal in dieser Position gewesen, wo ich das gemacht habe und darauf eingegangen bin. Das heisst, es gibt genug Leute, wo, wenn sie die einfach genug toll finden, so, das juckt die nicht. Aber ich glaube, ja, das kommt halt mega auf dich drauf an. Du musst halt dann wie auch beweisen, dass du so willig bist, wie sagen wir dem, gewillt bist, zum schnell lernen oder irgendwie darauf eingehen, was die andere Person, die vielleicht mehr Erfahrung hat, sagt oder so, weil sonst nervst. Leider. In meiner Erfahrung. Aber es gibt ja ganz viele geduldige Leute und es gibt auch ganz viele Leute, die das irgendwie geil finden, wenn jemand so keine Erfahrung hat, weil dann bist du so die Erste und so. Das fühle ich persönlich nicht so, aber eben, es gibt genug Leute und ich will niemanden judgen. Das fragen auch Frauen umgekehrt und dort ist es natürlich nochmal anders, weil Typen ja tendenziell irgendwie das auch geiler finden, wenn eine so noch nie einen anderen hat, was auch immer, finde ich eher blöd. Aber schwierig. Schwieriges Thema, wenn man ehrlich ist. So, alle sagen halt immer nur, ja, nein, lass dir Zeit, das ist ja nicht so schlimm. Es ist nicht schlimm, aber ich glaube, du musst dich auch einfach darauf einstellen, dass es halt schon Leute gibt, die eher abgeneigt sind von dem. Und das ist nicht böse gemeint. Es ist wirklich nicht böse gemeint, aber es ist einfach so Hilfe, so ein bisschen Angst vor dem. Und ich höre das auch umgekehrt von Typen, dass sie so sind, sie wollen keine Frau, die noch nie ihr erstes Mal hatte, weil sie nicht verschissen wollen und sie nicht verletzen wollen und so. Und ich bin, what the fuck, wo sind wir da? Aber eben, es gibt einfach Präferenzen und das muss man halt ja wahrscheinlich irgendwie akzeptieren. Was ist dein Safe Place? Boah, keine Ahnung. Gilmore Girls schauen und in meinem Bett vergraben. Meine Tiere vielleicht. Ich weiß es im Fall nicht. Ich habe das nicht so, glaube ich. Was habe ich? Keine Ahnung, auf TikTok umscrollen. Sich motivieren zu lernen. Denk einfach daran, für was du es machst. Das haben mega viele Leute geschrieben, dass sie Probleme haben mit dem, dass es sie stresst. Logisch ist es scheiße zum Lernen, aber du bist ja aus irgendeinem Grund dort. Und glaub mir, wenn du keinen Abschluss hast oder mega schlimm abgeschlossen hast, einfach weil du nichts gemacht hast, dann ist das richtig schlimm. Für dich selber. Für andere Leute vielleicht auch, aber es geht nicht um das, sondern wenn du irgendwann zurückschaust und merkst, Alter, ich hätte einfach anhocken und machen. Und jetzt bin ich da und habe das Ganze verschissen wegen einem halben Jahr zum Beispiel. Das ist ein Scheissgefühl. Und das, keine Ahnung, mir hilft das amigs so als Schlimmste denken, anstatt so, ja, es wäre cool jetzt zu lernen. Logisch wäre es cool jetzt zu lernen. Amigs muss man sich auch einfach umgekehrt stressen, so ein bisschen so toxisch, so, Bro, du bist dumm, wenn du das jetzt nicht machst. Denk einfach an deine Ziele. So, auch wenn du vielleicht gerade den Sinn nicht siehst, so die Prüfungen, zum Beispiel jetzt am Gymi, haben das Gefühl, irgendetwas von dem habe ich gebraucht. Wenig. Aber im Nachhinein bin ich gleich froh, habe ich für das meiste gelernt, weil es hat mich an den Punkt gebracht, dass ich meine Matur gut abgeschlossen habe, dass ich jetzt gleich irgendwie Allgemeinwissen habe, auch wenn es in dem Moment mega stressig war und ich jede Nacht gekühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich verschisse alles und kann das nicht. Aber guess what, ihr können, lernt mit Leuten zusammen. Schaut euch YouTube-Videos an, wenn es euch hilft. Googlet, macht, oh mein Gott, ChatGPT, ihr habt ChatGPT, ihr habt kein ChatGPT gehabt. Macht mit ChatGPT, schaut Dokus über das Thema, wenn es euch irgendwie dann motiviert oder so. Ja, mir hat es eigentlich mega geholfen, mit Leuten zusammen zu lernen oder irgendwie im Zug einander abzufragen, auf dem Weg in die Schule und so Zeug. Ich habe eigentlich immer auf den letzten Drucker das Zeug gemacht. Und sonst halt die Fächer, wo du gut bist, irgendwie so die drin zu pushen, so, oh mein Gott, in diesem Fach bin ich gut, das habe ich gemacht. Zum Beispiel für Mathe habe ich eh nicht gelernt, weil ich es eh nicht konnte. Da hätte ich auch besser machen können, aber im Nachhinein denke ich mir so, ich habe den Rest gut gemacht. So ein bisschen aussuchen, Prioritäten setzen, aber ich glaube an euch. Best Friend Breakups tun mehr weh als normale Breakups. Deine Meinung? Das kommt drauf. Also, ich muss sagen, ich bin schon sehr affected von romantischen Breakups, weil ich einfach nicht haben kann, wenn mich jemand nicht will oder wenn etwas nicht funktioniert. Aber das ist ein Me-Problem. Und so Friendship-Breakups machen einfach objektiv weh, weil ja, du wirst auch dort rejected und irgendwie bist du so, wieso funktioniert es nicht? Aber eben bei Friendship-Breakups ist es ja noch viel mehr so, du hast eigentlich meistens nicht so einen krassen Grund.
Bei Beziehungen ist es so, es hat nicht funktioniert, wir lieben uns nicht mehr, oder jemand ist fremd gegangen, oder irgendwie, ja, es passt halt nicht. Und bei Freundschaften zieht sich das meistens so in die Länge, außer eine hat halt wirklich so mad shit talkt und du findest es so raus, aber das passiert ja nicht so oft. Außer ihr habt Leben. Ich weiß es nicht. Und oft ist es ja das Auseinanderleben oder irgendwie man priorisiert sich nicht mehr so. Und das macht so weh, wenn es so etwas Simples ist wie eine Freundschaft. Weil es ist nicht, du bist so scheiße. Es ist einfach so, irgendwie sind wir uns nicht mehr genug wichtig. Was ist passiert? Oder man fickt sich einmal an und nachher ist alles auseinander. Darum fair. Und ich habe das Gefühl, bei einer Freundschaft passiert es noch viel öfters, dass man es einfach nicht so ernst nimmt. Man ist dann so, ja blöd, okay, dann sind wir halt nicht mehr befreundet. So im Moment drin. Und in einer Beziehung kämpfen wir schon noch eher darum, dass es irgendwie funktioniert, weil es ist auch blöd, um dann Schluss zu machen und allen sagen müssen, man ist nicht mehr zusammen. Aber bei einer Freundschaft ist man einfach so, ja, wir haben es nicht mehr so gut zusammen. Und keiner hinterfragt es und alle sind so, okay. Und man selber ist auch so hässig immer, weil man hat also ich persönlich habe das Gefühl, bei Freundschaften ist man viel mehr so, man schuldet einander etwas. So, irgendwie, man kann so viel schneller hässig sein. In einer Beziehung ist man immer so, darf ich jetzt hässig sein? Das ist ja sein Recht. Und in einer Freundschaft ist man so, hey, du bist meine Kollegin, du sollst das machen und jetzt machst du es nicht und dann sind wir nicht mehr befreundet. Und nachher, 3 Monate später, merkst du so, oh mein Gott, ich vermisse sie, weil, wem soll ich jetzt das erzählen? Und ich habe das Gefühl, bei Friendship Breakups denkt man auch viel öfters noch, okay, nein, bei Beziehungen denkt man, ich habe einfach schon lange kein Breakup mehr gehabt, bei Beziehungen denke ich wirklich auch bei jedem kleinen Furz an die Person und bin so, oh mein Gott, das erinnert mich an ihn. Aber bei Freundschaften halt noch viel unschuldiger irgendwie. So, du hast etwas Lustiges zu erzählen und bist so, oh mein Gott, das könnte ich dieser Person erzählen. Kann ich aber nicht. Und es ist auch viel schwieriger, so für mich jetzt persönlich, bei einem Relationship-Breakup kann ich noch viel eher so nochmal schreiben und so, ich vermisse dich, ne? So das toxische Hin und Her. Bei einer Freundschaft ist es irgendwie cringe, wenn du dich nochmal meldest. Es ist auch so, okay, wir sind jetzt nicht mehr Freunde, ich kann mich nicht mehr bei dir melden. Und dann denkst du so dran, soll ich nochmal schreiben oder nicht? Und dann hast du so mega so den Stolz, wo ich das Gefühl habe, hat man bei Beziehungen nicht so, weil man so intim miteinander war, dass es mir so egal ist. So, mein Ex-Freund weiss, dass ich ein Problem damit habe, verloren zu werden. Es juckt ihn nicht wirklich, ob ich nochmal zurückgehe und sage, oh nein, wieso hast du mich verloren? Meine Kollegin war nie so deep mit mir wie ein Freund von mir. Und darum habe ich auch viel mehr Stolz und bin so, dann halt. Ich weiß nicht, das war alles sehr chaotisch. Mein Statement, aber ich würde sagen, es ist anders. Es macht anders weh, aber es ist definitiv nicht zu unterschätzen. Das da agree. Ich finde wirklich, es ist richtig schlimm. Auch je älter man wird. Früher bin ich auch so, ja, dann sind wir halt nicht mehr befreundet. Weil früher hat man auch so 40 Kolleginnen in der Schule. Und jetzt, je älter man wird, desto weniger hat man halt. Und man hat auch nicht mehr so Zeit zueinander gesehen. Und darum ist die Zeit, die man verbracht hat mit Leuten, auch viel wertvoller. Und dann merkst du so, fuck, Alter, jetzt habe ich so viel Zeit mit dieser Person verbracht und sie ist einfach weg. Und jetzt habe ich noch so 2 Kollegen. Weißt du, das ist schon heavy. Und ich sage immer wieder so, man darf auch traurig sein wegen Friendship Breakups. Amigs fühlt man sich so ein bisschen blöd, weil ja, es ist ja keine Beziehung und man hat ja noch andere Friends. Aber es ist schlimm. Und es wird immer schlimm bleiben. Also ich habe so viele Friendship Breakups hinter mir, wo ich immer noch so oft daran denke, obwohl es jahrelang her ist. Und ich bin auch so, wieso ist das so gekommen? Was habe ich dir gemacht? Habe ich dir eine Yoga-Dinner noch gesagt? Oder wie geht das Meme? Ich weiß es nicht. Ich bin mit meinem Körper sehr zufrieden, aber Jungs machen sich lustig. Das macht Overthinking. Ja, die Leute schreiben da ein bisschen komisch, weil es nicht so viel Platz hat in diesen Antworten Insta-Dinger. Wenn du zufrieden bist mit deinem Körper, dann sag ihnen das vielleicht mal. Die werden sich auch dann noch darüber lustig machen. So, was, haha, wie kannst du zufrieden sein? Aber das ist jetzt Toxic Advice, gell? Aber es nützt. Wenn Leute immer wieder die abmachen, sich über die lustig machen, Bro, gib mal zurück. Aber so richtig. Und nicht so, hey, du bist fett. Aber so auf eine Art, die weh macht. Weil die Leute machen das nicht lang, wenn sie wissen, dass du viel stärker zurückgeben kannst. Weil es macht ihnen weh. Und die Leute, die Bodyshamen, sind so unzufrieden mit sich selber. Und das kannst du auch mal sagen. Also fragen. Du musst nicht asozial sein. Du kannst wirklich mal fragen, hey, sorry, bist du so unzufrieden mit deinem kleinen Schwanz? Sorry.
dass du es so nötig hast, meine Arbeit zu machen, nur weil ich kein Problem mit mir selber habe. Such dir Hilfe. Und dann kannst du mal schauen, wie sie reagieren. Vielleicht lachen sie zuerst, vielleicht ist es gleich auch noch so ein bisschen lustig. Aber nachdem passiert nicht mehr viel, in meiner Erfahrung. Weil sie wollen nicht nochmal verletzt werden. Weil die gehen nachher heim und denken wirklich über das nach. Meistens. Und wenn nicht, dann gehst du halt nochmal und nochmal zurück und sonst ignorierst du sie einfach. Meistens ist es halt auch lustig für die, deine Reaktion zu sehen. Und je mehr du reagierst, also je krasser, desto mehr werden sie es machen, weil sie wollen das ja nochmal sehen. Haha, das ist spektakulär, wenn du ausrastest. Darum einfach nicht machen und wenn du zurückgehst, dann einfach ruhig. Du kannst wirklich einfach in dem Ton, den ich es jetzt gerade gesagt habe, einfach fragen, hey, sorry. Meinst du das eigentlich gerade ernst? So, wie unsicher musst du sein? Geh Sport machen, geh irgendetwas machen, dass du dich wohlfühlst. Wenn du ein Problem mit dir selber hast, lass es nicht an mir aus. Vor allen, Bro. Das ist so peinlich für dich. Wirklich so dumm, Alter. Aber zum Glück sagst du, du bist selber zufrieden mit deinem Körper. Das ist das Wichtigste. Oh mein Gott. Wann ist es genug Selbstbewusstsein und wann ist es zu viel? Ich glaube, Selbstbewusstsein kannst du nicht zu viel haben. Es wird ja irgendwann irgendwie Selbstverliebtheit oder Arroganz oder so ein bisschen Blindheit für Fehler. Das ist halt dann zu viel. Weißt? Aber ich glaube, Selbstbewusstsein ist nie zu viel. Es wird oft als zu viel angesehen, weil die Leute haben es nicht gern, vor allem bei Frauen und bei jungen Frauen und bei hübschen und talentierten Frauen. Die Leute sehen es nicht gern, wenn man selber sagt, was man ist. Die Leute sehen es sehr gern, wenn du eigentlich wirklich super hübsch bist oder super talentiert oder sonst super gescheit, irgendetwas. Und du sagst, nein, bin ich nicht. Und sie können dir dann sagen, doch, du bist wirklich cool. Das lieben sie. Aber wenn du selber sagst, ich bin super talentiert. Was hast du das Gefühl, wer du bist? Was hat? Die Leute hassen es. Und das hat nichts mit dir zu tun. Das ist einfach, weil die Leute nicht sehen können, dass jemand anders das kann, weil sie es selber nicht. Und das hat nichts mit dir zu tun. Und das ist nicht zu viel Selbstbewusstsein. Das ist genau der richtige Amount of Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein ist wortwörtlich nur, dass du deiner selbst bewusst bist. Ich weiss, was ich kann. Ich weiss, was ich nicht kann. Ich weiss, was mir gefällt. Ich weiss, was mir nicht gefällt. Ich weiss, was ich toleriere. Ich weiss, was ich für Freundschaften haben will. Ich weiss, was ich für eine Beziehung haben will. Und dementsprechend setze ich meine Grenzen. Leute hassen das. So dumme Leute hassen das. Und Leute, die auch selbstbewusst sind, haben kein Problem mit dem. Die sagen, wow, cool, dass du das machst. Slay, weil ich mache das auch. Genau gleich wie nie jemand, der erfolgreicher ist als du, die haten wird für irgendetwas. Es sind immer die weniger weit sind, weil die nicht sehen können, wieso du etwas machen würdest. Die haben Angst, um irgendetwas zu machen. Sie haben Angst, um etwas falsch zu machen. Sie haben Angst, zum Versagen, um sich dumm anzustellen. Und wenn man das selber einfach probiert, weil man das Selbstbewusstsein hat und einfach so ist so, ja, ich probiere es jetzt mal, vielleicht kommt es gut, vielleicht auch nicht. Die Leute hassen es, einem zuzuschauen beim Probieren. Und wenn du dann aber probierst und es funktioniert, dann sind es plötzlich deine grössten Fans. Aber während dem Probierprozess musst du mal schauen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, anfängst Videos posten oder irgendeinen neuen Job oder Bro, keine Ahnung, ganz neuer Style, ganz kleine Sachen, musst du mal schauen, wie die Leute reagieren. Und die sagen, mega cool, das sind die selber schon viel weiter sind im Leben. Ich sage nie zu Leuten, die ernsthaft coole Videos posten, auch wenn es nur 2 Likes haben, würde ich nie im Leben sagen, oh mein Gott, wie cringe, es sind nur 2 Likes. Ich würde sagen, cool, mach weiter. Logisch gibt es auch Leute, die ich sage, Bro, hure cringe. Weil das sage ich bei Leuten, die anfangen TikToks posten, zum Fame werden und Geld verdienen, die mich gemobbt haben dafür, dass ich es gemacht habe. Ohne diese Hintergedanken. Weißt du, was ich meine? Das ist cringe für mich. Leute, die so fake sind. Aber der Rest, niemand sagt das. Auch niemand von all diesen Content Creators, die ich angefangen habe, hat mir gesagt, hör auf mit dem, du bist cringe. Alle, die erfolgreich sind, haben gesagt, oh mein Gott, cool, mach weiter. Glaub an dich, du schaffst das. Und das ist in jedem Scheißbereich so. Darum, wenn jemand dir sagt, oh mein Gott, du bist arrogant, nur weil du halt weißt, was du willst und was nicht, das sind einfach arme Seelen. Und zu viel Selbstbewusstsein ist, eben, würde ich sagen, wenn du gar nicht mehr an dir schaffst, wenn du das Gefühl hast, du bist einfach gut so, wie du bist und du musst gar nichts mehr machen und du musst nichts für andere Leute machen, alle müssen etwas für dich machen,
du bist perfekt. So. Du darfst von dir, also ich meine, du darfst zufrieden mit dir selber sein, logisch, aber ich finde, es ist ein falsches Mindset, so zu sein, ich bin gut so, wie ich bin und ich muss gar nichts mehr verändern. Also willst du das ganze Leben bleiben, wie wo du 16 bist? I doubt it, Alter. Ja, ich glaube, das ist so das, wenn man so das Gefühl hat, man muss nicht an sich selber arbeiten. Und wenn man so herablassend wird zu anderen und wirklich sich so über andere Menschen sieht, das ist nicht der Sinn. Das ist einfach peinlich. Der Sinn ist einfach, dass du weißt, was du bist. Und die anderen Leute dürfen auch alle existieren. Und so ein bisschen das. Ich hoffe, das war ein gutes Statement gewesen. Zunehmen, wenn man älter wird. Oh mein Gott, das beschäftigt mich im Fall. Und ich will das auch gar nicht gross also nie wirklich thematisieren, weil das ist ein Struggle von mir selber. Und ich will das nicht auf andere Leute so übertragen, weil man also ich habe das Gefühl, das passiert mega oft im Internet, dass man eigentlich selber gar kein Problem mit etwas hat, aber dann spricht es irgendjemand im Internet an und dann bist du so, oh mein Gott, stimmt, das ist bei mir auch so. Jetzt muss ich auch insecure sein über das. Aber eben, ich war eigentlich immer mega so okay mit meinem Körper. Also so im Sinne von, ja, es ist halt einfach so. Es ist nicht besonders geil und nicht besonders scheiße, sondern einfach so, ja, das bin ich halt. Und ich habe mir nicht viele Gedanken dazu gemacht. Und jetzt bin ich halt auch älter geworden und der Körper verändert sich einfach, egal was du machst. Egal, ob du genau gleich weiter dich bewegst, genau gleich viel Sport machst, genau gleich viel isst, was auch immer. Dein Körper wird sich verändern, weil du wirst literally eine Frau, die dafür bestimmt ist, von der Natur aus deinem Becken ein Babygrind rauszupressen. Das heisst, du wirst Kurven bekommen. Meistens. Und das ist einfach irgendwie... Ich habe immer am Anfang habe ich gedacht, ja, das juckt mich nicht und ich bin ja okay so mit mir, wie ich bin. Aber jetzt mittlerweile habe ich schon auch einen Moment gehabt, wo ich so Alter, so, Bro, keine von meinen Hosen geht mehr. Ich muss gefühlt alle 2 Wochen irgendeine neue Hose kaufen. Es schießt mich einfach langsam an. Ich fühle mich nicht mehr wohl, weil es ist anders. Und es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Es ist einfach anders und ich fühle mich wie so, das bin doch gar nicht ich. Weil ich es jahrelang gewöhnt war, anders auszusehen. Und jetzt muss ich mich halt daran gewöhnen, so auszusehen, wie ich jetzt aussehe. Es ist nichts falsch mit dem. Ich will mich auch nicht abmagern, weil auch wenn ich mich abmagern würde, mein scheiß Becken würde genau gleich bleiben. Meine Statur ist jetzt einfach so, weil ich werde halt eine Frau. So. Und das ist ja auch schön. Kann man ja eigentlich auch feiern. Es wird einem irgendwie immer so klar gemacht, so Frau sein ist alles nur schlecht. Aber man kann ja auch stolz sein darauf, so hihi, ich werde eine Frau. Und das ja, irgendwie zelebrieren, so hihi, wir sind Frauen. Cool. Und das wird sich verändern. Und vielleicht hilft das auch, das so ein bisschen anzuschauen, wie ich das anschaue. So, ich muss mich jetzt einfach daran gewöhnen, dass es eine Veränderung ist. Und es ist auch okay, dass man eine Veränderung nicht sofort irgendwie akzeptiert oder irgendwie so selbstverständlich nimmt. Weil es ist ja komisch, wenn du jahrelang die gleiche Hose anlegst, deine Lieblingshose, und plötzlich vom einen Tag auf den anderen bist du so, Bro, was habe ich gemacht? Weil es wird uns ja auch so eintrichtern. Es ist so schlimm, wenn du zunimmst. Und es ist so schlimm. Aber du nimmst ja nicht mehr, also man kann zunehmen, aber es verändert sich ja auch viel im Körper, wenn du nicht einmal 1 Kilo zunimmst. Ich habe zugenommen, aber ich meine, es war auch schon komisch komisch, einfach anders, okay? Darum lass dir Zeit, lass dich nicht stressen und mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Und mit dem meine ich nicht aufhören essen oder aufhören chillen und den ganzen Tag nur rumlaufen, weil du musst deine 20'000 Steps haben. Das ist alles toxisch, auch wenn du dich nicht abmagerst, auch wenn du nicht eine Essstörung hast. Alles das rundum, wo so ist, oh nein, jetzt darf ich habe so Lust auf ein Dessert, aber nein, weil sonst werde ich fett. Das ist auch nicht ein gesundes Verhalten. Und ich glaube, das vergisst man amigs. Ich habe das Gefühl, es wird so in schwarz-weiß gesehen, so entweder du hast eine Essstörung oder alles ist okay mit dir. Und es wird irgendwie auch mega wenig über das Zwischending geredet. Eben so, dass Hilfe, ich bin älter geworden und jetzt nehme ich irgendwie zu und ich weiß nicht, was mit meinem Körper passiert, aber ich bin da, um euch zu sagen, es ist ganz normal. Und auch die selbstbewusstesten Leute finden das irgendwie auch ungewohnt, so wie ich jetzt. Ich würde schon behaupten, dass ich selbstbewusst bin. Und gleich bin ich so, what the fuck ist am passieren? Und es ist voll okay, Bro. Das Problem ist dann halt einfach, wenn ich das sage, dann gibt es so lustige Leute, die dann wirklich unter meinen Videos oder in meinem Livestream, was auch immer, so kommentiert, so, hey, du hast verdammt zugenommen, willst du nicht mal ein bisschen abnehmen? Und ich bin so, Alter, zum Glück bin ich selbstbewusst, zum Glück weiss ich, dass ich das nicht muss und zum Glück so kann ich selber entscheiden, ob ich jetzt gerne ein bisschen mehr Sport machen würde oder nicht und
gesünder esse oder nicht. Ich fresse halt wirklich auch nur Scheiße, muss man anmerken. Das ist eher das Problem. So, ich fühle mich dann manchmal schlecht, weil ich wie so jetzt langsam weiss, so, es ist wichtig, dass man sich gesund ernährt und auf sich aufpasst und gesund bleibt, weil ich sehe, was passiert, wenn Leute nicht gesund sind und wie schlimm es ist, wenn jemand krank ist. Und auf das habe ich halt keinen Bock. Und wenn ich den ganzen Tag nur Zucker frisst, das ist eine andere Sache. Aber das hat ja nichts mit meinem Aussehen zu tun. Aber stellt euch vor, mir wäre das nicht bewusst und jemand würde ungefragt meinen Körper kommentieren. Also bitte, das ist ja wirklich ein Appell an euch alle, hört auf, Leute zu sagen, wie sie aussehen, ob sie zu dünn, zu dick, normal, kurze, lange Beine. Oh mein Gott, du hast mega kurze Arme. Alter, wenn einmal jemand das sagt, das bleibt der Rest vom Leben irgendwie im Kopf, weil das so etwas Spezifisches, Komisches ist und man fühlt sich nachher die ganze Zeit so, stimmt, ich habe ja kurze Arme, das hat mir mal jemand gesagt, ich kann das nicht anlegen. Stimmt, ich habe ja... Weißt du, hebt eure Fresse, es juckt niemand. Es juckt wirklich niemand, was du zu meinem Körper denkst. Und das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt wirklich Leute, die haben wirklich Essstörungen, die man nicht mehr wegbekommt. Wenn du einmal ein gestörtes Essverhalten hast, dann begleitet dich das den Rest des Lebens, auch wenn du wieder ein gesundes Essverhalten hast. Es bleibt immer. Und das kann kommen von nur einem Kommentar in der Jugendzeit oder irgendwann. Also lasst es sein. Dann hat noch jemand gefragt, wo ist die scheiß Frage? Jetzt bin ich aggressiv. Kollegen im Studium finden, da werde ich gerade nochmal aggressiv. Alter. Das ist so ein Thema für sich. Ich habe gemeint, als ich angefangen habe zu studieren, dass das so eine ganz andere Welt ist, dass alle so erwachsen sind, weil, keine Ahnung, die Leute haben das Zwischenjahr gemacht, die Leute sind reisen, was auch immer. Die Leute studieren das, was sie sich selber ausgesucht haben und niemand ist so gezwungen, wie so im Gymi, so, ja, ich muss jetzt Gymi machen. So, nein, du hast den Studiengang ausgesucht und ich habe irgendwie gedacht, die Leute sind so offen und motiviert und erwachsen und so, nein, nicht wie in den Film, weil in den Film gibt es auch Drama, aber so, auch so normal, so erwachsen. Und dann bin ich so enttäuscht gewesen, weil es ist überhaupt nicht so. Es ist wirklich wie Gymi 2.0. Ich weiß auch nicht, wieso man das so erwartet. So, es sind die gleichen Leute wie die vom Gymi, einfach ein Jahr später. Die Leute sind immer noch Drama Queens, die Leute sind Gossip Girls, die Leute machen Grüppli. So, stell dich einfach auf das ein, dass es halt immer noch das Gleiche ist. Und dann kannst du immer noch Friends suchen. Es ist ein bisschen komisch, weil es sind so viele Leute und es ist wie so unüberschaubar. Es sind so, bei mir in Basel Psychologie sind so 300 Leute am Tag im Vorlesungssaal gewesen. So, wow, wo soll ich anfangen? Bei mir war es so, ich habe mit einer Kollegin angefangen und sie hat dann irgendwie an diesen Einführungstagen so andere Leute kennengelernt und sie hat mich dann dort so ein bisschen mitgeschleppt und so. Das alles ist auch nicht gut ausgegangen, wegen eben Gossip Girls und dumme Leute. Aber so rein theoretisch so funktioniert. Es gibt auch ja ganz viele so Einführungsveranstaltungen oder auch so Partys und so. Und auch wenn das vielleicht nicht so dein Ding ist, gang gleich. Oder auch in den Vorlesungen redet man oft miteinander. Oder bei uns war es so, im Gruppenchat, den wir hatten, haben dann Leute so halt so Memes reingeschickt und so. Und dann kannst du ja auch irgendwie connecten, auch wenn es ein bisschen cringe ist. Ja. Oder so spätestens in der Lernphase, wenn man so in der Bibliothek hockt, dann redest du so mit den Leuten und lernst so Leute kennen. Ja. Es gibt auch so Unisport, wo die Leute erstaunlicherweise oft angegangen sind. Ich nicht, aber so, das ist glaube ich auch nicht so cringe, wie man sich das vorstellt. Und sonst weiss ich auch nicht. Aber ich wünsche dir viel Glück, weil so am Schluss des Tages, du musst auch nicht viele Friends finden im Studium. Und ich glaube auch nicht, dass das so das Übliche ist unbedingt. Ich glaube, es kommt auch mega auf den Studiengang drauf an. Aber am Schluss des Tages, du gehst dort nicht zum Studieren und du hast immer noch andere Friends und glaub mir, niemand macht so hure viele Friends im Studium. Glaub. Obwohl, mein Freund hat mega viele Friends vom Studium, aber ich habe das Gefühl, der hat einfach allgemein viele Friends. Can't relate. Ja. Das war mit meinem Girl Talk. Ich mag nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt euch mit mir wohlgefühlt. Oh mein Gott, was ist nächste Woche? Nächste Woche nehme ich eine Folge mit der Philippa auf. Freut ihr euch? Schickt mal Vorschläge, was ihr gerne von der Philippa und mir hören würdet. Und zwar subito. Und zwar unter einem neuen Insta-Post. Jedes Mal, wenn ich euch sage, kommentiert den Insta-Post, dann schickt ihr mir eine DM. Leute, ich will es nicht in den DMs lesen. Ich will es in den Kommentaren lesen. Kopf. Habt ihr noch nichts gelernt nach diesen 400 Millionen Folgen? Ha, Spass, Mann. Ihr müsst nicht, aber so doch schon ein bisschen.
Folgt los mal auf Insta, abonniert den Podcast, macht die Glocke an, dann kriegt ihr eine Notification, wenn die Folge draussen ist. Bewertet den Podcast mit 5 Sternen und sonst will ich keine Bewertung. Und sagt euren Liebsten, dass ihr sie gerne habt. Tschüss, bis nächste Woche.